Wessen Name steht über allem? Jesus, sein Name steht über allem. Und was ist er? Heilig, heilig, heilig ist er. Und jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Und jede Zunge wird bekennen, dass er über allem steht. Weil der Vater hat ihn erhöht. Amen. 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 So, wie geht es euch heute Morgen? Alle fit und munter? Sehr gut. Ich auch. Ich freue mich auf heute. Wobei, ich muss ehrlich zugeben, ich habe diese Woche so einen Warum-Moment gehabt. Kennst du die Warum-Momente? So, nicht einfach nur irgend so, warum ist jetzt das so, sondern warum tue ich mir das an? Moment. Kennst du das? So, es ist eine Situation, wo du selber zu 100% zu verschulden hast. Du kannst nicht irgendjemand anderem die Schuld geben, sondern bist es einfach selber gewesen und jetzt bist du da und denkst einfach nur, Mann, warum nur habe ich mir das selber angetan? Diese Woche hatte ich so einen Moment gehabt, wo ich nämlich in die Predigtsplanung hineingeschaut habe und gesehen habe, was das Thema von heute ist. Und wisst ihr, es ist so, wir haben Anfang Jahr ein paar Themen definiert, wo wir gesagt haben, hey, das ist wichtig, dass wir über diese Themen 2-3 Mal im Jahr predigen. Das sind so gewichtige Themen, zum Beispiel über Vision. Hey, was ist unser Auftrag als Kreuzpunkt? Warum gibt es uns was? Warum braucht es uns da in dieser Region? Oder haben wir gesagt, hey, das ist wichtig, dass wir einfach 2-3 Mal im Jahr bewusst einplanen, weil was du nicht planst, das passiert nicht. Und darum musst du es so am Anfang des Jahres planen, dass das dann definitiv irgendwann abgedeckt wird. Also der Januar Micha hat voller Freude Themen definiert und geplant und gesagt, mal, das ist wichtig, dass wir das dann im Verlauf des Jahres mindestens 1-2 Mal darüber predigen. Und der Januar Micha hat schon gewusst, dass es dann der November Micha wird angurken, wenn das Thema dann kommt, oder? Dass er dann nicht so Freude wird haben über das. Aber ich fand, mal, das ist wichtig, dass wir über das predigen. Und jetzt hat der November Micha eben in die Planung hineingeschaut und denkt, warum tue ich mir das selber an? Und jetzt ist es soweit, wir dürfen das Thema heute darüber predigen. Und zwar geht es heute am Morgen um Finanzen. Finanzen, genau. Ich möchte heute... Juhu, genau. Sag mal links und rechts, wir schaffen das. Genau. Wir werden das schaffen zusammen. Hebt meine Hand, während wir durch die Predigt durchgehen. Wir werden das überhauen, genau. Ich möchte heute am Morgen von ganzem Herzen, ich muss das da schnell flicken, sonst kriege ich dann irgendeinen um. Dankeschön. Wir werden heute am Morgen über Finanzen Predigt hören. Und der November Micha hat dann den Januar Micha gefragt, was hast du dir eigentlich überlegt? Warum hast du gefunden, dass das so wichtig ist, dass wir über das Thema reden? Können wir das nicht einfach auslassen und über andere Sachen predigen? Weil, hey, in der Schweiz reden wir ja nicht über Geld und jetzt sollst du 30 Minuten über das Thema predigen. Können wir das nicht einfach bleiben lassen? Warum hast du das Gefühl gehabt, dass es das tatsächlich braucht, dass das so wichtig ist, dass wir das regelmäßig einplanen? Und hey, gerade am Anfang, Full Disclosure, es geht heute nicht einfach um den Zehnten. Das Ziel dieser Predigt ist nicht, euch zu motivieren, um mehr Geld in den Kreuzpunkt zu spenden. Überhaupt nicht. Es geht auch nicht, das haben wir nicht irgendwie so geplant, weil das Budget knapp dran wäre oder so, by the way. Ich möchte jetzt in diesem Moment einfach mal Danke sagen euch. Hey, ich bin so stolz und dankbar, wenn ich unsere Spendenbescheinigung oder unsere regelmäßigen Spenden anschaue. Und ich bin einfach so froh und dankbar für die Gemeinde, die einfach grundsätzlich so grosszügig ist und gern ins Reich Gottes investiert. Also es geht überhaupt nicht darum, euch irgendwie einen guten Grund zu finden, euch zu sagen, dass ihr mehr Geld spenden müsst, sondern der Grund, warum dass wir über das Thema predigen ist, erstens, weil es einfach einen riesengroßen Bereich von unserem Leben ausmacht. Finanzen, wenn du das Leben würdest einteilen so in Kreise,
Oder sagen wir, okay, dein Leben besteht aus Kreis Beziehungen, Kreis Glauben, Kreis Finanzen, Kreis Familie, Kreis Hobbys und was es da so für Kreise gibt in deinem Leben. Der Kreis der Finanzen, das ist ein riesengroßer Kreis. Ist dir klar, dass du pro Tag im Durchschnitt 3 bis 10 direkte finanzielle Transaktionen tätigst? Also, wenn du im Laden irgendetwas zahlst, hat das gerade direkt mit Geld zu tun. Wenn du nachher hinten einen feinen Cappuccino dir gönnst, dann zahlst du den gefälligst und dann hat das mit Geld zu tun. Genau. Und auch Gipfel, ich kannst gerne eins gegen finanzielle Transaktionen in Anspruch nehmen. Und so haben wir 3 bis 10 direkte finanzielle Transaktionen jeden Tag. Aber jetzt kommt es noch dazu, dass zu diesen direkten gibt es 30 bis 100 indirekte finanzielle Transaktionen, die du jeden Tag tätigst. Sprich, wenn du dein Konto anschaust, dann ist das eine indirekte finanzielle Transaktion. Du beschäftigst dich mit Geld. Wenn du über Ferien nachdenkst, hat das mit Geld zu tun, hat das mit Finanzen zu tun. Jeden Tag, wo du gehst arbeiten, hat es mit Geld zu tun. Weil wir machen das ja nicht nur zum Spass arbeiten, oder? Da erwarten wir ja auch eine finanzielle Kompensation für das, oder? Das hat einfach gerade direkt dann auch mit Geld zu tun. Jedes Netflix-Abo, das im Hintergrund verlängert wird, jedes Mal, wenn ein Dauerauftrag am Passieren ist, hat das mit Finanzen zu tun. Also, wir können festhalten, der Lebenskreis der Finanzen ist einfach wirklich ein grosser Kreis in unserem Leben. Einverstanden? Ja. Es geht in ganz viele Bereiche von unserem Leben drin hinein. Jetzt ein bisschen provokant. Tun wir das mal mit dem Lebenskreis vom Glauben vergleichen oder dem gegenüberstellen. Wenn du sagst, okay, der Kreis der Finanzen ist so gross in meinem Leben, hey, wie sieht der Kreis vom Glauben aus? Welcher Kreis ist echt grösser? Tätigst du auch 30 bis 100 Glaubenstransaktionen jeden Tag? 30 bis 100 Mal Gebet an Gott denken, über ihn nachdenken, an sein Reich denken. Also wenn man die zwei Kreise miteinander vergleicht, dann ja, bin ich mir nicht so mega sicher, dass der Glaubenskreis grösser ist als der Finanzkreis. Und ich hoffe, das stört euch jetzt, dass ich die zwei Sachen gegenüberstelle. Stört euch, gell? Come on. Weil das ist nämlich extra bewusst so gemacht. Das steht nämlich, und das ist der zweite Grund, wieso, dass wir heute am Morgen über Finanzen predigen. Die zwei Kreise, die stehen sich nicht gegenüber. Die sind nicht gegeneinander oder die sind nicht voneinander abgetrennt. Finanzen und Glauben sind nicht zwei separate Kreise in unserem Leben. Das ist ein Gedanke aus der Aufklärung, dass das alles müsste getrennt sein, dass Staat und Religion nichts miteinander zu tun haben und dass das alles muss auseinander dividiert werden und dass Glauben sowieso etwas Privates ist, wo eigentlich so für dich allein ein Heilsleben wäre und dass das ja niemand mit jemandem teilen sollte. Nein, wenn wir in der Bibel schauen, dann stellen wir fest, dass Finanzen und Glauben unglaublich nah verbunden sind. Die zwei Kreise hängen extrem fest aneinander. So als Beispiel, auf was basiere ich das? Es gibt 2500 Bibelverse, die über Finanzen gehen. Wo es um Finanzen geht. 2500. Das bedeutet ein Sechstel von unserer Bibel hat direkt oder indirekt mit Finanzen und mit Geld zu tun. Ist also ein riesen mega Thema in der Bibel. Also die Bibel hat nicht mitbekommen, dass die Aufklärung gefunden hat, man sollte das trennen, sondern nein, in der Bibel ist das absolut verbunden, miteinander verlinkt. Glauben und Finanzen gehört einfach zusammen. Als Kontrast, 400 Bibelverse gehen um Gebet in der Bibel. 2500 um Finanzen. Und Jesus selber redet die ganze Zeit über Geld. Ist dir das schon mal aufgefallen, wie viele Gleichnisse in der Bibel mit Geld zu tun haben? Die verlorene Münze, der Schatz im Acker, all die Bilder und all die Gleichnisse in der Bibel haben direkt oder indirekt mit Geld zu tun.
Und darum hat eben der Januar Micha gefunden, nein, der November Micha muss über das Thema predigen. Weil die zwei Gründe. Erstens, es ist ein riesiger Bereich in unserem Leben. Stell dir vor, was das für einen Impact hat, was das für eine Möglichkeit für Transformation hat, wenn wir in den grossen Lebensbereich, wenn wir dort Gott reinlassen, wenn dort der Glaube reinkommt. Das hat eine riesige Möglichkeit für Veränderung in unserem Leben. Und der zweite Grund ist, weil die Bibel die Trennung nicht macht. Weil die Bibel so viel über Geld redet. Weil Jesus, unser Vorbild, hey, wir sagen nicht einfach zum Gespass, wir wollen werden wie Jesus. Im Wissen, dass wir diesen Standard nicht werden erreichen. Aber das ist unser Vorbild. Und wenn er unser Vorbild ist und er über Geld die ganze Zeit und offen und transparent redet, dann sollten wir doch das auch tun. Okay? Und darum werden wir heute Morgen über Finanzen eine Predigt hören. Bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich zum Start einfach beten und um die Führung und die Leitung vom Heiligen Geist bitten. Es ist mir wichtig, dass er heute Morgen redet. Ja, und genau so möchte ich dich einladen. Jesus, bist du in unserer Mitte? Bist du gegenwärtig? Bist du präsent? Ich vertraue auf dein Wirken und ich glaube von ganzem Herzen, dass du das Thema Finanzen auch auf deinem Herzen hast, dass das dir wichtig ist. Und ich bitte dich, dass du es jetzt einfach brauchst, was ich heute Morgen vorbereitet habe, dass dein Wort heute Morgen klar und deutlich überkommen. Dass du darfst, das, was dir wichtig ist, heute neu auf unsere Herzen schreiben, Jesus. Gib du dort Schutz, was herausfordert, und gib du dort Führung, wo wir deine Führung nötig haben. Und alle, die einverstanden sind, dürfen sagen, Amen. Amen. Alright. Hey, ich habe gefunden, ich starte gerade mit 7 geistlichen Bedeutungen von Finanzen. 7 habe ich gefunden. In der Bibel gibt es vielleicht noch mehr, ziemlich sicher sogar noch mehr, aber ich habe einfach 7 Bedeutungen von Finanzen und Glauben, wie das zusammenkommt, für euch rausgesucht. Und weil es doch eine relativ grosse Liste ist mit Bibelversen und so, habe ich die Bibelversen für euch jetzt nicht rausgesucht. Ich werde die auch nicht alle mit euch durchgehen, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen erzählen, um was es dort geht. Aber ihr seht hinter, wer es möchte, nochmal nachstudieren, nochmal nachschauen. Hey, warum sage ich die Sache? Ihr dürft gerne einfach dann ein Foto machen von dieser Liste, 7 geistliche Perspektiven zu Finanzen. Und ihr könnt dann in eurer eigenen Zeit die Bibelstellen, wenn ihr das möchtet, einfach nochmal durchschauen. Also das Erste ist, warum das Finanzen und Glauben zusammengehört oder wieso das zusammen muss kommen, ist, in unserem Gehen drinnen, das ist eine Erweiterung von Lobpreis. Wir haben häufig mal das Gefühl, Lobpreis hat mit Liedersingen zu tun. Das stimmt, Liedersingen ist ein Teil vom Lobpreis, aber die Bibel macht es deutlich und klar, dass wenn wir grosszügig geben, wenn wir spenden, dann ist das ein Teil von unserem Lobpreis. Also das heisst, wenn wir grosszügig sind und ins Reich Gottes investieren, dann ist das ein aktiver Akt vom Gott loben und preisen. So können wir mit unseren Finanzen den Lobpreis Gottes grösser machen. In dieser Kirche, wo wir waren in Australien, das hat mich am Anfang mega herausgefordert, ist immer gewesen, haben wir Lobpreis gemacht und nachher hat der Moderator vorgestanden und gesagt, hey, wir machen jetzt weiter mit unserem Lobpreis und wir tun jetzt die Kollekte umgehen lassen. Ich habe dann gefunden, was? Kollekte, Lobpreis? Nein, das gehört doch nicht zusammen. Bis ich dann verstanden habe, mal, wenn wir grosszügig investieren und geben ins Reich Gottes, dann ist das aus Gottes Perspektive Lobpreis. Wir loben und preisen Gott mit unseren Finanzen. Hey, das ist die eine Perspektive. Die nächste ist, es ist ein Ausdruck vom Dank. Das habe ich mega spannend gefunden. Wenn du in den mosaischen Geboten die Opfergaben schaust, was gibt es für verschiedene Opfer? Es gibt ein Sühneopfer. Das ist vorgeschrieben. Es gibt Reinigungsopfer. Es gibt ganz viele so verschiedene Kategorien von Opfergaben. Gewisse Sachen sind vorgeschrieben. Zum Beispiel an Yom Kippur, da werden 2 Geissen geschlachtet. Eine wird geschlachtet und eine wird in die Wüste geschickt. Und das hat eine tiefe Symbolik und das ist vorgeschrieben, vorgegeben. Und so auch Reinigungsopfer, die man tut, um eine Reinigung von Gott zu empfangen. Und dann gibt es eben noch die Kategorie Dankopfer. Vorgeschrieben, wie kannst du Gott Danke sagen?
Und das ist ja übrigens ganz ein freiwilliges Opfer, das ist nie vorgeschrieben, dass man muss Danke sagen mit Opfer, im mosaischen Gebot drin. Aber man kann, wenn man will, seinen Dank Gott zum Ausdruck bringen, indem dass man ihm etwas opfert, indem dass man etwas gibt. Und das muss man immer sich wichtig vor Augen führen. Ein Opfer hat sofort im mosaischen Gebot immer eine finanzielle Komponente. Man gibt etwas von seinem Besitz auf, gibt es hin für Gott, um ihm Danke sagen. Wenn du zum Beispiel eine erfolgreiche Geschäftstransaktion gehabt hast, wenn du Grund hast zum Danke sagen, dann kann man das mit Geld, kannst Gott Danke sagen. Ganz spannend habe ich auch gefunden, es ist eine Antwort auf Gnade. Du kannst auf Gnade antworten mit Finanzen. Im 2. Korinther haben wir die Aufforderung von Paulus an die Gemeinde in Korinth. Er fordert sie auf, Geld zu sammeln für Jerusalem. Und er bringt ihnen als Beispiel die Philipper. Er sagt, hey, die Philipper haben es irgendwie gecheckt. Bei denen hat Gnade eingeschlagen. Die sind erfasst von dieser Gnade von Jesus Christus, wo sie so grosszügig empfangen haben, dass ihre natürliche Antwort war, natürlich geben wir gern. Natürlich, wir wollen Teil sein an dieser Spendeaktion für Jerusalem. Die Antwort von dieser Gnade, die sie empfangen haben in Jesus Christus, ist für sie automatisch und logischerweise gewesen, dass sie jetzt auch grosszügig weitergeben. Das ist einfach eine angebrachte Reaktion auf die Gnade gewesen. Es ist eine Treueprüfung. Diesen Vers werden wir nachher noch ein bisschen genauer anschauen. Wir sind nämlich mit unseren Finanzen in einer Prüfungssituation drin. Gott prüft, ob wir das, was wir bekommen haben, korrekt damit umgehen. Es ist eine Prüfung. Und es ist ein Herzensspiegel. Wie wir mit unserem Geld umgehen, zeigt, was in unserem Herz los ist und was uns wichtig ist. Kennst du den Spruch? Zeig mir dein Bankkonto und ich sage dir, was dir wichtig ist. Ist relativ simpel, oder? Dort, wo das Geld hergeht, dort hat es Gewicht. Das ist wichtig. Und genau so zeigt unser Umgang mit Geld einfach auf, wie es um unser Herz geht, wie es um unser Herz steht. Was ist uns wichtig? Jesus sagt, hey, dort, wo euch ein Herz ist, dort ist euch ein Schatz. Es ist ein Wohlgeruch vor Gott. Es ist etwas, wo Gott freut, wenn wir mit unserem Geld grosszügig und korrekt umgehen. Gott hat Freude an dem. Das ist für ihn wie ein Wohlgeruch. Es wird verglichen mit diesen Schalen, mit diesen Dankopfern, eben wieder aus dem mosaischen Text, die zu ihm aufsteigen und wo Gott angenehm sind und über dem er sich freut. Wenn wir mit grosszügigen Spenden und mit grosszügigem Lebensstil ihm die Ehre geben, dann freut Gott das. Also du kannst mit deinem Umgang Gott freuen. Und das Letzte, das hat mich sehr überrascht, es ist eine Geistesgabe. Wir haben im Römerbrief im Kapitel 12 eine Auflistung von ganz vielen Geistesgaben. Dort gehört prophetisches Reden, Heilung und so Sachen, oder so die Gaben, die wir extrem vergeistlichen, oder wo wir das Gefühl haben, hey, das ist ultra geistlich und das ist es auch. Aber in dieser Liste drinnen kannst du das eine Wort, das dort erwähnt wird, als Geistesgabe, kannst du auch als Grosszügigkeit übersetzen. Also dort sehen wir direkt, wie Geistesgabe, wie Geist und Finanzen und Glauben einfach so fest zusammenkommt und zusammengehört. Grosszügigkeit ist eine Geistesgabe. Wir haben auch Geistesgabe von der Gastfreundschaft. Also das ist ja definitiv auch mit Finanzen im Zusammenhang, oder? Wenn du andere Menschen bewirtschaftest, wenn du ihnen ein Zuhause gibst, wenn du ihnen ermöglicht, bei dir zu bleiben, dann hat das finanzielle Folgen für dich. Und das ist eine Gabe, die der Heilige Geist uns gibt, hat direkt mit Finanzen zu tun. Ich hoffe, mit diesen Perspektiven merkt ihr, okay, es ist wichtig, dass Finanzen und Glauben in meinem Leben zusammenkommen. Und ich möchte euch zwei Lebensprinzipien, zwei Grundhaltungen, die die Bibel uns näher legt, möchte ich euch heute aufzeigen. Einfach, wenn das unsere Grundhaltung ist mit Finanzen, dann glaube ich, kann Glauben und Finanzen extrem gut zusammenkommen. Das Erste ist, dass wir verstehen und eine Grundhaltung haben, dass wir Verwalter sind von Finanzen. Wir sind Verwalter und nicht Besitzer. Dort gehen wir jetzt
in Lukas 16, 10 bis 12, in dem Bibeltext drin. Das ist Jesus, der das seinen Jüngern sagt. Und dort sagt er, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen sein. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um? Wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch dann die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Also Jesus sagt, die radikale Aussage, dass alles, was wir haben, unser Besitz, unser Geld, was wir zu unserem Vermögen zählen, dass das uns gegeben ist zur Verwaltung und nicht zum Besitz. Wir haben es bekommen, um eines Tages vor Gott wieder Rechenschaft ablegen, wie wir mit dem Geld umgegangen sind, wo uns anvertraut worden ist. Also, das ist eine ganz komplett andere Grundhaltung. Wenn wir das Gefühl haben, hey, das Geld gehört mir und ich mache damit, was ich will, auf das mein Spass maximiert wird, auf das ich so viel Freude kann haben damit, wie ich will, dass ich mich sicher kann fühlen oder was es auch immer dann gibt, was du mit dem Geld kannst umgehen und machen. Die Bibel sagt und lehrt radikal das Gegenteil, sagt, hey, es gehört grundsätzlich Gott und du bist der Verwalter. Also das heisst, erstens, Gott ist Besitzer von allem. Und das finde ich so ein spannendes Gebet, das wir in der 1. Chronik 29, 14 lesen. Der David betet das Gebet, nachdem sie eine grosse Sammlung gemacht haben für den Tempel. Also, der David möchte gerne den Tempel bauen und er hat einen Aufruf gemacht und die Israeliten spenden jetzt grosszügig. Und dann betet der David folgendes Gebet laut raus. Ich kann es nicht auf der Folie, ich kann einfach hören. Wer bin ich schon? Und was ist mein Volk, dass wir heute so viel geben konnten? Denn alles, was wir besitzen, kommt von dir. Das haltet der David dort fest, nachdem dass sie so viel Geld gesammelt haben und gefunden haben, wow, hey, sind wir genial, sind wir nicht gut. Oder schau mal all die Schätze, die wir geben, dass Gott das Tempel gebaut werden kann. Hey, Gott, danke für das Segen, das wir jetzt im Gegenzug bekommen für das. Oder so Transaktion, wir geben und du gibst uns. Nein, der David haltet fest, hey, alles, was wir gegeben haben, kommt ja einen Weg schon von dir. Das ist die Grundhaltung von jedem Verwalter. Es gehört nicht mir, sondern es gehört Gott. Er hat es mir anvertraut und es ist ein Test. Welcome to the test. Wir alle sind in einer Testsituation, in einer Testprüfung, jetzt gerade. Wie das wir mit unserem Geld umgehen, ist ein Test Gottes. Und das bedeutet, wir werden eines Tages Rechenschaft ablegen vor Gott. Er wird fragen, okay, Micha, wie hat es jetzt ausgesehen mit all dem, was ich dir gegeben habe? Was hast du damit gemacht? Wie hast du es eingesetzt? Für was hast du das ausgegeben und für was hast du es eingesetzt? Also da gibt es eine Rechenschaft. Und was auch ganz spannend ist, in der Bibel wird Besitz mit Verantwortung gleichgesetzt. Besitz ist nicht Spass, sondern Besitz ist einfach auch eine Verantwortung. Wie gehen wir damit um? Was heisst das konkret? Wenn du Verwalter bist, dann würde ich dir empfehlen, mit dem Besitzer ins Gespräch kommen, was er gerne möchte, dass du tust mit seinem Geld. Das ist eine ganz konkrete Applikation. Wenn das ein Prinzip ist, nach dem wir leben, dann ist es logisch der Fall, dass wir mit Gott, wo der Besitzer ist, ins Gespräch kommen. Himmlischer Vater, was hast du für Gedanken, was hast du für Pläne, was hast du für Wünsche, dass ich umsetze mit meinem Geld? Dass wir uns auch angewöhnen, Rechenschaft abzulegen vor Gott, wie wir mit unserem Geld umgehen und was wir tun oder nicht tun mit unserem Geld. Und übrigens, das ist jetzt der Moment, wo ich den Zehnten gleich möchte bringen. Weil genau das bringt nämlich den Zehnten zum Ausdruck. Dass du, wenn du den Zehnten gibst, 10% vom Einkommen ins Reich Gottes investieren, dann bringst du genau das zum Ausdruck. Hey, das gehört alles dir. Und ich gebe die 10% weg, auf dass du die 90, die ich behalte und verwalte, dass du die segnest. Ich bekenne mit dem Zehnten geben, dass du der Besitzer bist und dass es dir gehört und dass ich mich unterordne mit meinen Finanzen deinen Gebot. Ich bin der Verwalter, du bist der Besitzer und du hast gesagt, wir sollen grosszügig ins Reich Gottes investieren und das tue ich jetzt. Regelmäßig und treu. Das ist der Ausdruck und die Haltensform, wo ein guter Verwalter hat.
Und wir bringen mit dem 10. auch zum Ausdruck, dass wir Gott vertrauen. Dass er grundsätzlich Quellen ist und dass es ja von ihm kommt und dass wir darum grosszügig und ohne Problem können die 10% weggehen. Das ist übrigens schöner als 10%. Egal wie viel du hast, 10% ist 10%. Also weißt du, das gilt in der Bibel für den ärmsten Bauer, für den ärmsten Hirt, der quasi nichts hat. Und das gilt für den reichsten König und für den reichsten Schweizer 10%. Ist 10%. Und das sollen wir weitergeben im Vertrauen darauf, dass Gott den Rest, wo wir immer noch in Verwaltung haben, dass Gott das segnet. Das ist der 10. Also es ist das erste Prinzip, dass wir Verwalter sind von dem, was uns gegeben ist. Und das zweite Prinzip ist das Prinzip der Grosszügigkeit. Gott ruft uns auf, grosszügig zu sein. Wir lesen im 1. Timotheus 6, 17 bis 18. Und ich glaube, ja, ich habe aus Versehen die falsche Timotheus-Stelle. Das ist 1. Timotheus 6, nicht 3, 17 bis 18. Der Text stimmt. Dort steht: Den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, denn er ist es, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Und das finde ich immer wieder schön, dass Besitz nicht auch nur irgendwie etwas Schlechtes oder Negatives ist, was zu verhindern gilt, sondern hey, wir dürfen auch geniessen. Das ist auch da als Segen. Also hey, das darf auch etwas Schönes sein und das soll man nicht verteufeln, sondern was uns Gott geschenkt hat, ist ein Geschenk und das darf genossen werden. Aber sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben und anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein. Ich glaube, eine Grundhaltung von der Grosszügigkeit ist extrem wichtig. Und jetzt ein kleines Geheimnis. Man kommt nicht entweder grosszügig oder geizig auf die Welt. Das ist nicht so eine himmlische Lotterie, so, der ist jetzt grosszügig, der ist geizig. Sondern Grosszügigkeit ist etwas, das man lernt. Das ist etwas, das man sich aneignet, das man trainiert. Und wenn man es immer wieder macht, dann wird es auch immer einfacher. Und da möchte ich dich auffordern, einladen, zum Lebensstil von der Grosszügigkeit zu kultivieren. Planst du zum Beispiel Grosszügigkeit ein? Oder ist das Budget schon so mega knapp, dass es gar keinen Platz mehr hat, um grosszügig zu sein? Und das bringt mich zum allerletzten Punkt von dieser Grosszügigkeit. Je mehr Menschen grosszügig sind, desto mehr Menschen empfangen die Grosszügigkeit. Das ist ja nicht eine einmalige Aktion, sondern das löst oder das kann und das soll eine Kettenreaktion auslösen. Wenn ich grosszügig bin zu meinem Nächsten, dann empfängt er Grosszügigkeit. Und vielleicht inspiriert das ja den Nächsten, um dann auch wieder grosszügig zu sein. Und es hat Kraft und Potenzial, zum komplette Verhaltensmuster zu durchbrechen. Und einfach ein Prinzip oder eine Grundhaltung von der Grosszügigkeit zu kultivieren. Es ist nicht nur etwas, was mit mir abgeschlossen ist, sondern es ist etwas, das weitergehen kann. Wenn ich sehe, wie meine Eltern grosszügig sind, dann ist es für mich einfacher, zum auch grosszügig zu sein. Wenn ich grosszügig beschenkt werde, dann ist es für mich einfacher, zum anderen grosszügig weiterzugeben. Und das ist, glaube ich, das Prinzip, das Jesus selber, wo Gott der Vater selber kultiviert hat. Er hat uns nämlich das Beste gegeben, was er hatte. Er war so grosszügig, dass man es gar nicht in Wort fassen kann. Im Johannes 3,16 sagt Jesus, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott selber ist mit uns grosszügig gewesen bis zum geht nicht mehr. Er hat das Beste gegeben, was wir haben. In der Hoffnung, dass das wie eine Kettenreaktion auslöst. Dass wir dürfen dann, nachdem wir das so grosszügig empfangen haben, auch wieder grosszügig weitergeben. Darum auch da wieder eine praktische Frage. Hey, planst du ein für Grosszügigkeit? Schaust du für Möglichkeiten, zum grosszügig zu sein? Weil es ist nicht etwas, was einfach natürlich ist für den Menschen, wo man einfach so hat oder eben nicht hat, sondern es ist etwas, das man kann trainieren kann. Und so möchte ich zum Schluss von dieser Predigt Jesus Danke sagen.
möchte Gott dem Vater Danke sagen für Jesus, dass er sein Bestes uns nicht vorenthalten hat, sondern dass er uns Jesus gegeben hat. Ich darf die Band einladen, um sich bereit zu machen. Wir werden nachher wieder einsteigen in die Zeit der Anbetung. Und ich möchte dich einladen, mit diesen 2 Fragen ins Gespräch jetzt einzusteigen und zu kommen mit Gott. Hey, hast du eine Grundhaltung vom Verwaltertum übernommen in deinem Leben? Hast du verstanden, dass du der Verwalter bist und nicht der Besitzer von dem, was dir anvertraut ist? Dass du wirst Rechenschaft ablegen? Redest du mit Gott aktiv über dein Geld und fragst du ihn, wie du sollst damit umgehen, was du sollst und nicht sollst machen? Und kultivierst du Grosszügigkeit? Planst du ein und suchst du für Möglichkeiten, zum grosszügig mit anderen zu sein? Die 2 Fragen möchte ich dir mitgeben, um mit Gott, deinem Vater, zu besprechen. Und jetzt möchte ich Danke sagen für Jesus Christus. Danke, lieber Vater, hast du uns das Beste gegeben, was du gehabt hast. Danke, bist du so grosszügig gewesen mit uns. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, die Grosszügigkeit weiterzugeben. Dass wir auch mit anderen teilen, was wir haben, so wie du teilt hast. Ich bitte dich, dass du einfach uns jetzt nachgehst, dass die Fragen uns nicht in Ruhe lassen, dass die uns beschäftigen und dass wir in ein ehrliches Gespräch kommen mit dir, himmlischer Vater, wie wir mit unserem Geld sollen umgehen sollen.